Zero Secco, 0 Volumenprozent. Die Schaumweine haben alle keinen Alkohol drin, sind aber nicht für Kinder. Die Flaschen sehen sogar noch recht schick aus. Man könnte jetzt also locker auch an den Festtagen servieren. Aber sind es auch vom Geschmack her edle Tropfen? Das finden wir jetzt gerade raus. Aber zuerst braucht es noch ein paar Vorbereitungen. Diese dreistelligen Nummern zum Beispiel klebt unser Sensoriker Patrick Zbinden für den Test auf alle Flaschen. Patrick, die Nummerli hier, das ist ja jetzt nicht einfach Flasche 1 und Flasche 2 und Flasche 3. Warum ist das so? Ja, die Nummern sollen schlussendlich das Resultat dieser Degustation nicht beeinflussen. Okay. Wir nehmen extra ein bisschen dreistellige, komplizierte Nummern. Und ja, die Erfahrung hat gezeigt, das Nummer 1 und das Nummer 10 gönnen in der Regel sowieso nie. Sicher? Absolut. Dieses Problem ist also gelöst. Und das sind jetzt auch alkoholfreie Schaumweine im Test. Damit die Jury nicht erkennt, welchen Schaumwein sie degustiert, ziehen wir allen Flaschen einen Strumpf über. Unsere Weinprofis fahren mit dem Bahnli zur Degustation in die Hotelfachschule Luzern. Marcel Gabriel, Dozent für Önologie an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern. Amanda Wassmer-Bulgin, Wine Director im Spitzenrestaurant des Grand Resort Bad Ragaz. Susi Steiger, Winzerin in der 3. Generation, von Wehrli Weinbau in Küttingen. Sibyl Geiser, Dozentin für Weinkunde an der Hotelfachschule Zürich. Und Kevin Studer, Winzer bei Weinbau Ottinger in Kastanienbaum. Alkoholfreie Schaumweine degustieren heute alle zum ersten Mal unter professionellen Bedingungen. In Keller. Werden Sie etwas Neues entdecken? Ohne Alkohol. Die Frage ist natürlich, wie kommt der Alkohol aus dem Wein raus? Oder ist er noch gar nicht drin? Mal, der war da. Also Meistens? Meistens, ja. Bei den meisten Bei den meisten sicher. Es ist eigentlich eine normale alkoholische Gärung. Man hat den Wein und der wird nachher sozusagen durch die Maschine gelassen und dann wird der Alkohol wie rausgefiltert, auf gut Deutsch gesagt. Wie ist das in der Gastronomie? Wird das überhaupt gefragt? Absolut. Was ich merke heutzutage ist, man will Spaß haben, aber vielleicht nicht immer Alkohol trinken. Und ich glaube, wir sind so am Punkt angekommen, ist es eigentlich egal, wenn man keinen Alkohol will. Man will einen schönen Ersatz. Es gibt viele große Potenzial mit alkoholfreien Weinen oder Schaumweinen. Und das ist die Frage, bekommen wir etwas an, das wirklich das Wein ersetzt? Und das ist die große Frage Das von finden heute. wir jetzt raus beim Degustieren. Und los geht's. Die Jury beurteilt Perlage, Schaumbildung und Farbe. Außerdem, wie harmonisch und komplex Duft und Geschmack sind. Kommen die Tropfen an einen Schaumwein mit Alkohol heran? Man kann es überhaupt nicht vergleichen mit Champagner oder Schaumwein. Es ist eine andere Materie, sage ich, weder Wein oder Schaumwein. Es hat aber, was mir sehr stark aufgefallen hat, es hat eine Stilistik. Es ist nach wie vor etwas anderes. Es sind 2 Paar Schuhe, aber es geht in die Richtung. Ja. Die Fragebogen für alle 10 Flaschen im Test sind ausgefüllt. Die bringe ich jetzt dem Rolf. Unser Testredaktor Rolf Mundwiler wertet vor Ort die Fragebogen aus. Da sind noch mehr Resultate. Ah, genau. Gut. Rolf, du erfassest die noch während die drinnen degustieren. Ja. Warum die Eile? Ja, wir wollen am Ende des Tages der Degustation schon fertige Noten haben. Du darfst dir da beim Übertragen keine Fehler erlauben. Das wäre blöd, oder? Ja, darum haben wir auch das 4-Augen-Prinzip und generell einfach kontrollieren, nochmal kontrollieren, dass wir sicher sind, dass alles stimmt. Und das sind die Resultate. Ungenügend. Garde-Mollet sans Alcool für knapp 9 Franken. Wenig aromatisch, dominant süß. Gesamtnote 3,8.
sehr überladen, kitschig. Ich habe fast so aufgeschrieben, irgendwie Raumduftspray Potpourri, glaube ich, aufgeschrieben. Man hat einfach das Gefühl, man trinkt einen Traubensaft. Korrekt herausgeschmeckt. Der Hersteller schreibt, das Getränk basiere auf Traubensaft und nicht auf entalkoholisiertem Wein wie die anderen Flaschen. Weiter schreibt Mole: Dies wird auf dem Flaschenetikett auch so deklariert und entsprechend, wie es der Name Gadde, übersetzt Junior, suggeriert, richtet sich das Getränk an eine junge Kundschaft. Genügend schneiden 5 Schaumweine ohne Alkohol ab. Mit Noten von 4,0 bis 4,6. Sie kosten zwischen 8,50 Franken und 20 Franken. Knapp gut gefällt der Jury mit der Note 4,8, Söhnlein brillant alkoholfrei und La Gioiosa Spumante alcohol free. Testsieger gibt es 2. Freshenet alcohol free für knapp 9 Franken. Wir hatten von Äpfel zu Birnen, wir hatten ein bisschen Tee dahinter, Waldhonig, also wirklich schon fast komplexe Aromen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen fast auf der kitschigen Seite, aber man hat genau erkannt, was für eine Frucht. Das war ausgeprägt und ich könnte mir vorstellen, dass das bei einem grösseren, breiten Publikum sehr gut ankommt. Ebenfalls Testsieger Zero Secco von Aldi. Für knapp 4 Franken die günstigste Flasche im Test. Was ganz speziell war, er hatte eine eigene Aromatik. Er hatte so eine Art wie Grüntee und so. Und das hat mich mega spannend gedacht. Aus diesem Grund könnte ich mir vorstellen, dass er gefällig ist, weil er halt wirklich extrem die fruchtige, fast so eine expressive Nase eigentlich hat. Also der ist wirklich aus dem Glas rausgekumpelt. Ja dann, hoch das Glas, mit oder ohne Alkohol. Zum Wohl. Habt ihr auch schon so alkoholfreie Schaumwein oder andere Drinks ausprobiert? Und? Wie war es? Schreibt es uns in die Kommentare. Hier findet ihr übrigens noch weitere Degustationstests und den Kassensturz-Testkanal könnt ihr hier abonnieren mit ganz vielen spannenden Tests.